Ja, der Hof selber ist, würde ich sagen, ein klassischer Rinderbetrieb für die Gegend hier mit Milchkühen und etwas Nachzucht, ein bisschen Rindfleischproduktion in Form von Ochsenmast. Schon sehr lange biologisch, hat mein Großvater schon in den 70ern angefangen mit biologischer Landwirtschaft, hat sich damals schon Gedanken gemacht, ist auch mal in die Schweiz gekommen zu diesen Pionieren und das so mit ein paar anderen Bauern in Leogang und der Nachbargemeinde angefangen, dieses Thema. Sind wir auch nicht ganz unstolz drauf, dass wir das schon lange machen, nicht, dass es das Geld dafür gibt. Also man kann gerade die letzten Jahre sehr stark beobachten, dass die Direktvermarktung, die vielleicht am Anfang noch ein bisschen belächelt worden ist, immer mehr wird, dass die kleinen Hofläden immer mehr werden. Eine wesentliche, glaube ich, war, dass in Österreich schon sehr früh erkannt wurde, dass es Richtlinien braucht für die biologische Produktion. Das war in den 90er Jahren, wurden hier schon Bestimmungen national festgelegt, noch bevor es die EU-Richtlinien gab. Eine Packstraße besteht aus 3 computervernetzten Wagen. Auf der ersten Station wird die Kistengröße ausgewählt und die schweren Produkte kommen unten hinein und die sperrigen Produkte. Dann wird die Kiste weitergeschoben, die mittelschweren auf der zweiten Station. Auf der letzten Station kommen die sensiblen Produkte oben drauf, die Salate, die Kräuter, die Cocktailtomaten im Sommer, die Erdbeeren und so weiter, dass das nicht erdrückt wird. Jeder Fahrer beliefert am Tag zwischen 70 und 100 Kunden. Und einmal in der Woche kann der Kunde diese Kiste bestellen. Also langfristig für die österreichische Landwirtschaft sehe ich das ganz klar so, dass es nur in Richtung Bio gehen kann.